we zijn apostel Anna, wat je deed. Dat we een schmackend beeld, ik deed boos wat video's nemen. Hier waar een paar mensen meestal zijn, ik kan gleich helemaal allem zu sein. Wer wird das iedereen? Nicht, dass Jesus nicht wichtig ist, aber gleich Menschen einfach zu sein. That's good dann. Wir sind Apostel Anna, was ich gleich sage jetzt. Weil von der eine ganz einfache Botschaft haben, dass geht über Familie. Wir wollen über Familie reden. Das Jahr ist ein sehr besonderes Jahr. Wenn das Jahr jaft das viel Kaste hier. Aber Jungs und Mädels, wenn du noch nicht befriedigt bist, du seid noch ein Teil Jungs und Mädels, was noch zu haben sind. So das ist nicht, dass wenn du nicht übergeblieben bist, dass das nicht alle weich gefriert sind. No, du seid noch immer noch mehr, was bereit sind, sich zu befreien. So ich freue mich für jeder Kasse. Und besonders für jeder gute Kasse. Und ich bin so froh, wirklich. Ich habe Dracht gehabt, das Jahr mit Kurso der Novios gegeben. Und das Jahr haben wir uns der Arbeit all ein paar eingeteilt, dass wir all mehr die jungen Portjes feine Lektionen mitgeben für das Leben. Und wir sind Dracht damit, diese paar Leute merken, wenn du so viel sind. Und das ist was Feines. Und was wichtig ist, zu wissen, dass das nicht bloß ein paar Lieder ist, sondern wenn du sich zwei Menschen befreien, das ist eine Familie. Das ist mehr als bloß ein paar Lieder. Die haben vielleicht danach nicht die Kindertjes abgeschaut, hoffentlich nicht so, haben die noch nicht abgeschaut. Aber am Hort hat Gott das alle recht gemerkt und Gott seine Uhr sind als Familie. Und sowieso ist Familie sehr wie untereinander alle. Und danach, wenn wir die Familie so anschieren, das Thema ist, nu krijg, als wenn ich die Gelegenheit habe, oder wie die Gelegenheit habe, nach Paraguay zu fahren. Wir haben das all monatelang geplant, ich wusste das all even Jahr terug, dass dit Jahr, wo meine Eltern 50 Jahre befreit sind. Das ist am 6. Oktober, und sie wollen das dann auch den 5. vieren, oder durch die Dauer vieren. Und dann früher wie meine Eltern, ich das nicht rückschuven, bei dem 1. November nennen, wenn es dann ist, ein Mensch-Encounter in Paraguay. Dan wil we voets nog bij zaken voeren. Dan wil ik een mensencounter methelpen en die voets naar de gouden kaas. So mijn ouderen, en die noemen dat ongebouwd aan. Dus we wensen ons, ik vind me zei, dat een ganze maand loopt daaruit en ik kan zijn. En dan komen we naar verder gouden kaas. Dan roept mijn zuster mij een dag aan en vraagt, Eduard, wo stu de persoon zijn wat op onze ouderen gouden kaas predigen wil kennen. En voor alle predigten vraag ik immer eerst Heidi, we reden immer voor jeder predigt. Maar deze heb ik geen neidigheid. Ik zeg bloß goed, ja, ik waar. Wenn ik wist ganz genau, wat Heidi antwoord wil zijn, wo würde ik niet op onze ouderen kaas predigen, reden. En ik had een zeer einfache boodschap, dat we van de Rijma, wo das sagt, 12 Vers 10 wieder, oder 9 wieder, wo das sagt, dass wir sollen Leib haben und dass wir sollen den anderen Herrschaft zu uns selbst und wir sollen nicht fühl sein. Also das wäre einfache Sachen vom Leben, Sachen, die wir leicht verstehen können, was ein kleines Kind verstehen kann. Und ich las diesen Text und alles, was ich deed, wie einfach vertalen, wo meine Eltern das uitgeleefd haben in diese letzten 50 Jahren. Nicht perfekt, aber wo Gott ihnen geholfen hat und durch Gott seine Kraft sie das uitgeleefd haben. Und dann schied das so an, und ich kann so sein, wo ich in der Versammlung saß, wo die ersten 2 Reihen, dass wir meine Familie, und du wir so in der 3. Reihe, so mein Onkel, der wir von Kanada gekommen, und dann so noch andere Onkel und Tantes, aber dass wir nicht bloß wir, sondern wir du 700 Menschen. So, wenn meine Eltern vieren, die vieren im Groten. So, da wären hunderte Menschen. Und die haben Churrasco für den alle. Also, das wird ein Fass. Ein schönes Fass. Und ich predige und ich lasse diesen Text und das wird einfach wie was ich sehe. Aber ich komme mit dem Hort und ich ehr und lobe meine Eltern für all die 700 Menschen. Und mich steht das so sehr an, ich stünde für die Menschen hin. Ich stünde und ich kann meine Throne nicht holen. Und auf einmal sage ich meine Schwester rein, Ola, wo die Throne wäschte. Dann auf einmal checke ich nur meinen Onkel, das ist ein von der Ältesten, nicht von der Ältesten, aber ja, ziemlich alt als meine Mama, checke ich nur an. Und seine
seine Uhr wieder rot. So dann checkte ich, dass wir den Anfang von der Botschaft an, als ich die Ende predigt habe, dann irgendwann checkte ich, war von Abend und er hielt noch immer. So mein Onkel, der hat bloß die ganze Botschaft gehielt. Und dann gehen wir dann von dort, wir vermehren, das Fass, und von dort gehen wir noch Mittagsdash. Ich kann bloß bewundern, wie gut die eten mir kann. Ich merke mal schon rausgehen, was das alles frisch und heute ist. Heute das Fleisch für 700 Menschen. Und das ging bosig. Und das wird so gut aufgeteilt, wenn meine Mama in der Kirche war, würde sagen, die würden meist nicht die eigentlich kriegen haben, aber du bleibst 2 Biter Fleisch über. 2 kleine Bitertjes Fleisch bleiben du über. Ich meine, die haben alle vielleicht gut viel gegessen, nicht so? Aber du bleibst 2 Bitertjes Fleisch. Und Schipak war so, hat Sopa, so ein paraguayische Kornkek, sind alle gegessen, sind sehr schön. Du bleibst 2 Biter von dort über. Yucca und Kampfsalat bleibt mehr über, aber dort, die 2 Sachen, die werden aufgeteilt. So kriege ich das auch. Und als wir dann am Mittagsdash wieder das schöne Fass eten haben, dann auf einmal lehnt sich mein Onkel, kriegt er, was er hielt hat, lehnt er sich über mich und ich habe ihn gewohnt. Er ist meistens ein zweiter Vater für mich, wenn er ist von Kanada und ich habe für ihre Jungs abgepasst. Sie haben 2 behinderte Jungs und ich habe ein paar Jahre für diese Jungs Zeit gegeben und noch einen abgepasst. Und so, wir hatten sehr dicht eine Hort-Connection mit diesen Onkel und Tante. So, mein Onkel lehnt sich über mich und sagt, ich will mich bedanken für die Botschaft, die du hier gebracht hast. Mich schiert das sehr an. Und ich sage zu meinem Onkel, das ist, glaube ich, wenn ich teilen kann, man die 5 wichtigsten Botschaften, ich weiß nicht, wann die andere Feier würde sein, aber was ich mir vorstellen kann, können man die 5 wichtigsten Botschaften sein, was ich jemals in mijn leven predigen wat kennen. Wenn stelt je voor op die ene andere galne kaas predigen te kennen. En als we dan dat vast, als we uit de kerk uitgingen, wo ik grootste predigt had, dan gingen mijn ouders als eerste voorop, zoals dat vaak bij de kaas wordt, en we gingen alle hingen. En interessanterwijs zijn we buiten een Sobrino, wat gestorven is, en dan nog een Sobrina, wat zich al bevrijd heeft, en dan nog dit, wat hingen wees is. Met die, wo we 53 zijn. Maar wanneer we die 3 niet hadden, dan wären nicht alle, aber meest alle doen wie krijgen 50 Menschen. 50 Jahre befried, 50 Menschen, das mit Grootkinder und ongefriede Kinder alles top. Und wie alle, meest alle 50 gehen, hingen meine Eltern uit. Und auf einmal hat Heidi und ich beide gekickt wir uns an und kickt uns an und sagte, das wird kein Sorg sein. Und wir würden keine Begrafnis hingen den Sorg uit die Kirche uitgehen. Aber nee, onze ouderen gingen met leven uit. En veel leven. En vrouwen leven. En schafft het eigen leven. En vele van die zaken, wat ik groot in de predigt gezegd had, die worden vielemaal op begrafenis gezegd worden. Aber weinig mensen op deze wereld gewillen zich ihre ouderen im leven te zijn. En door wie we nu een grote fase, en dat fase wie niet, ik wil dat nu niet aan mij draaien merken, maar dat we een lange fase, dat van klok 10 aan en dat heet klok 3 nummer aan, den ganzen nummer even, wären de Zeugnisse. En alle Zeugnisse betoonden waren, correct datzelfde wat ik gezegd had. Wo meine Eltern eine Familie wären, oder wo sie dat gemerkt hadden, dat die Familie dem Herrn dienen deed. En wo sie christliche Werte nähergebracht hadden. En die wir meine Eltern kennen, weten, dat einer nicht hecheln muss, um diese Sache zu sagen, wenn die sind wirklich so. So nu reden wir alle an ihre 2 Menschen. Viele Menschen würden dann sagen, wir kennen aber doch nicht die Menschen ihre, die wird stolz worden. So fingen wir erstens sowieso nicht in der Bibel, wir sollen mit an vor ihre, und das ist, was ich durch getan habe. Und in mein Hart fängt der Wert, was Familie ist, und zu wachsen. Das ist so was Einfaches, was wir haben, und das ist so was Schönes in so sehen, was wir kennen haben. Aber viele Menschen können das nicht sagen, mit Mut sagen, ich habe eine Familie, ich habe eine schöne Familie. Die können nicht auf ihr sagen, dass sie das nie als seine kennen. Und mir das weh in mein Hart, wenn Personen mal sagen, ich kann nicht Familie, ich kann nicht nur Haus nur Mama und Papa vor, wenn es meine Eltern nehmen mich nicht an. Aber wenn sie mich annehmen, dann vielleicht ausgegrenzt.
Aber von der, weil wir dort sein, was Gott sagt, was Familie ist. Und von da, wo Gott was sagt, dann kann uns Hort sich einstellen und dann kann sich unsere Zukunft auch nur einstellen, als was Gott sagt. Wir brauchen nicht nur das Bild checken, was wir nu kriegen sein. Meine Familie, so viel Geld, als ich nu gerade gesagt habe, ist lang nicht perfekt. Und das werde ich nu an, wenn ich Tüß kriege wie. Ich wohne immer wieder auf. Ich kann das meiste Problem mit meiner Familie und meinen Großeltern, wenn ich weiter wenigste Fehler, wenn ich den nicht sei. Aber wenn einer durchlebt, jede Familie hat die Dinge, die so ein bisschen kreuz sind. Auch meine Familie. Aber trotzdem ist es eine schöne Familie. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich habe einen Gott, was wirklich gesagt hat, was Familie ist. Und davon kann ich mein Leben nu von nu wieder einstellen lassen. Und dann, wenn das auch vorher nicht alles gut gewesen ist, von nu wieder keine Sache ändern. So, ich will anfangen von der mit Psalm 68, Vers 6 und 7. Wat vierde. Ik wil wat beelden wijzen. Kannst du da mal wijzen, das erste von meinen Eltern? Hier sind sie alle top, weil wir das erste sind. Das sind die, hier sind nicht alle ein Bruder und eine Frau und zwei Großkinder fehlen hier. So 4 Personen fehlen hier. Das sind zijn we alle. Dus grootkinder en ongevriede kinder, hier zijn we alle. Dit man, wat ganz an die Kant steht, mit dat Bleiben hat gehabt, dort ist die erste Großdag, da wird sich befreit haben. So, wenn die Kinder kriegen waren, die mit seinen Freunden, dann waren meine Eltern Urgroßeltern geworden. So, das nächste Bild. Das sind meine schafje Eltern. Dat zijn zijn Seite Eltern. Ein von den Dingen, was ich in der Predigt sehe, wir haben das noch nicht weit. Meine Mama, das ist so als Winnie the Pooh. Der Brazos von diesen kriegsste Fan als von Winnie the Pooh. Weet je wer Winnie the Pooh ist? Der jeder Boer von Disney. Weet je wer das ist? Ich weiß, wo den seine Brazos sind, wenn ich sehe, du mal in Disney World warst, mit meinem Primo-Top. Der ist ein behinderter Junge und der gleicht, dass die Movies von denen. Und wir warten mal 2 Stunden, bloß von Abrazo von Winnie the Pooh. Und da hat sich gelohnt. Wenn der Abrazo, der wir so weg, der wir so fan, das sind ein Boer. Und so sind meine Mama ihre Abrazos auch. So, wenn ihr Abrazos fehlt, fahrt nach Paraguay. Der wollte ihnen eingeben. Nächstes. Hier sind wir mit unserer Familie. Oh, Flora, das ist auch so meine Mama. Der Abrazo hat auch einmal seine. Du sind wir mit Mom, Dad, Top. Nächste Bild. Hier sind wir dann bloß als Familie. Heidi sitzt so schmack, wenn ich schwanger ist. Ich mag das bloß bewundern. So, dann gehen wir wieder. Psalm 68, Vers, du wirst noch ein Bild. 6 und 7. Ja, wir später. Dankeschön, Jesus, für das Wort. Dankeschön für Families, was du gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass Nieet Läwen kann eine Familie sein. Und dass wir hier den Wert finden, was du uns gegeben hast. Und ich danke dir für das Wort, was du uns von dir gegeben hast. Wir beten, dass wir das können abnehmen in unsere Worte und dass wir können gefällt werden mit dem Wort Jesus. Amen. Ein Vater, das sagt hier, redet hier von Gott. Er ist ein Vater, der ohne Vater. Und einer, der nur der Weg früh ist, erreicht hat, ist Gott, der in seinem heiligen Tempel wohnt. So, jeder einer, wer in dieser Versammlung Bett von der gesagt hat, ich habe keinen Vater, aber ich kann nicht nur meinen Vater gehen, mein Vater ist gestorben, für eins Erfolg. Was immer je über jeden Vater sei kennen. Von der will ich Ihnen ein Versprechen geben, was die Bibel die sagt. Ich sehe ein Vater für die, was nicht ein Vater hat. Besonders die Jugendlichen, was die nicht Vater haben. Gott ist ein Vater. Und ich weiß, dass ihr das weißt, aber das ist sehr wichtig, dass wir diese Wahrheit annehmen, dass Gott uns Vater ist. Für die Personen, die hier sind, die sagen, ich kann Vater, das ist alles gut. Lass ihn Bild trotzdem nicht werden, was ein Vater im Himmel ist. Wenn ich kann die ein garantieren, den Vater hier auf Erde ist dort nicht nur gekommen, was der Vater im Himmel ist. Wenn keiner Wort und keiner ist so. Wenn uns Vater im Himmel hat, eine Leben, was wir nicht aussprechen können. So jeder einer in dieser Versammlung kann von der sagen, er ist ein Vater
für die, die ohne Vater sind. Du hast einen Vater. Du hast einen Vater, nach wem du ran kannst. Ich will auch von dir zu der Welt früher hier reden. Gott checkt nur jünd für jünd recht. In der Bibel hat die nicht geredet, aber war davon, wenn es meine Schwiegermama in der Welt früher ist. Aber eins ist klar, die ganze Bibel von Fähre, ganz berhängen, sei wie ein Gott, der nur weit früher checken hat. Was sich kümmert hat, nur weit früher. Und weißt du, was das bedeutet? Für uns ewig. Das tun wir können anfangen, dort oft zu checken, was Gott sagt. So, wenn er sagt, ich check nur die weit früher, das bedeutet, dass ich und du können auch. Wenn du hier in der Versammlung eine weit früh kannst, check nur mit besonderen Übungen und halb und kämmer die für besondere Sachen. Gestern fuhr wir uns einfach wie ohne Gas und der andere hat den Schlittel nicht durch, da hat Jake den Schlittel mitgenommen so. Wie Lieder, und ich mal tauscht und sie das nicht alle neu gekommen. Wie Lieder meine Schwiegermama fertig. Und wir fuhren ein fertig, und nicht falsch, aber arreich, aber nicht rauf zu rennen. Aber das fertig ging zu sein, dass sie nicht in den Mond hatten. Die viele Sachen unter tun, was sie nicht versteht zu tun, und was Mond, wenn die leben wird, die Fuß, wo die da, lang, wo die da haben. Wenn du fehlt ein Mond in das Haus. So was bedeutet, dass ich als wir sehen, aber wir als Versammlung, wir können abstehen und checken, dass das getan wird. Wenn sie das nicht tun. Versteht ihr, was das schafft? So einfach ist es. Wenn Gott noch weit früher checkt, dann können wir auch noch weit früher checken. Was bedeutet das Nächste? Wenn er sagt, ich sehe einen Vater für dich, ohne Vater, wenn wir hier in unserer Versammlung weiter, hier sind viele Jungs und Mädels, die nicht nach Hause kommen können, was können du und ich sein? Pa und Ma, Mom und Dad, für diese Jugendlichen, die wir hier in uns haben. Even jung befriede Lieder. Was wollen jung befriede Lieder? Wollen nur ein Haus vor, wo die können irgendwann zum Mittag kommen und wo die irgendwann können im E-Shop nennen gehen. Und checken, als du noch ein bisschen, du einen Frier oder du buben Frier, aber immer der Beginn ist, als du noch ein bisschen Elalo isst und dass sie sich ohne viel zu früh den Elalo nehmen können und den eten können. Weißt du, was ich uns sagen will und mitmerken will? Die können ihnen alle ein oder zwei oder drei so eine befriedete Kinder annehmen und sagen, weißt du was? Die können nach uns kommen. Du kannst bei uns kommen, dass ich auch aufmerken und checken, ob du was scheinend Beine ist. Und du kannst das nehmen und eten. Wenn ich die behandle, so ist mein eine Kind. Wenn wir alle das tun, dann auf einmal sind wir geknackt auf eine Weg, so ist niemals Eier in der Leib von Jesus Christus schild durch uns. Dann sagt der 7. Vers. Der nächste 7. Vers sagt so. Gott gibt der Einsame eine Familie. Er lässt die Vorstellungen los, aber die wahre Spanien blieben ein Dreht Land. So hier ist noch ein Versprechen, was du dir nehmen kannst. Er gibt der Einsame eine Familie. Wenn du einsam bist, dann hast du hier eine Familie. Wo part von dieser Familie? Und ich wollte dir garantieren, du wirst die geläuft, feilen, du wirst feilen, wo du kannst Familie werden. Familie sein ist wunderschön. Dort hat viel Verantwortung. Eine Familie wird nicht bloß so Familie. Du hast auch Verantwortung, eine Familie zu sein. Wenn in einer Familie keiner abwaschen hat, oder keiner dort mehr merken hat, oder keiner Malchen hat, oder was immer du viel zu tun, dann wird die Familie nicht ran. Aber eine Familie sein jetzt schön. Man weiß, wenn ich Port von der Familie sehe, ich habe von der Verantwortung auch Port, aber du, wie dort ich Verantwortung habe, dann spreche ich auch über die anderen, auch seine Verantwortung über mich haben. Und dort connect sich wunderbar. Aber so soll ich dort sehen, wie, als wir hier länger befreit sind, wie können Kinder annehmen? Wir haben ein Haus gekriegt, wir haben gesagt, die können nach uns kommen. Komm nach uns. Wir haben mehrere von so einer Person, meist jeder denkt sich, sind die bei uns am Meerestag. Und dort ist die ihre Mission. Das ist, was Heidi tut. Sie kann nicht nur die Kolonie so viel fahren, sie kann nicht ein Teil andere Sachen tun, aber was sie kann und was erscheint, ist ein Ding für mehr Schobelkirche. Und so eine Jungs oder so eine Familie, die nicht eine Familie haben, sagen, hey, kommt Eva, denk sich, ja, für bei uns Schobeln, Ries. Eine einfache Multi. Einmal habe ich abgewärmt mit diesen Menschen.
Weet je wat, er braucht nicht jeder mal Fass eten sein. Wenn die Worte sich je leib da einmal feilen, wann das ein gewöhnliches Eten ist, wenn dann feilen die so, ich sehe bloß einer Meier, ich sehe bloß Port. Der würde das Eten so besaus von der Hand, der hat bloß ein paar 100 Gramm Nudeln Mayonnaise hat im Wasser und ich kann hier mehr eten. Dann fällt sich das so, ich sehe wirklich Familie geworden. Und Gott jaft Familie. Wenn du sagst, ich sehe in ein zweites Familienhaus abgewaschen, und ich sehe nicht mehr befreit, aber ich sehe Jesus befreit und ich weiß nicht, was Familie ist, aber ich verstehe nicht Familie. Dann fang diesen Vers an, für die zu beten. Dann fang den an zu lesen. Dort ist Psalm 68, Vers 7. Und sei die Salz. Gott, es hat mir eine Familie gegeben. Und du kannst anfangen, von dir weise Entscheidungen zu treffen, um eine schöne, weise und gute Familie abzubauen. Ein von den Pastores, was ich sehr gleich hier, und auch was ich hier Völken abgenannt habe, ist ein Luciano Subirá. Er ist ein Mann Gottes und ich habe Völken von seinen Botschaften. Und ich habe eine allmal lang hier, hat er nicht nur groß hier, aber ich kann am Ende nicht aus Familie, aber er vertelt immer, was sein Großvater ein super gewesen ist. Und wo er niemals aus seinem Lach gekommen ist. Ich weiß nicht, was sein ein gewesen ist, als er sich zuletzt bekehrt hat oder nicht. Aber aus seinem Vater, als der sich bekehrt, ein von den ersten Versen, was hätte sein Hort genommen, wie Psalm 68, Vers 7, und seht, Gott gibt der Einsame eine Familie. Und dann hat es sein Vater, das ist das Luciano Subirá, sein Vater hat dort angefangen zu beten. Und irgendwann hat er sich dann befreit und hat einmal gesagt, Gott, was meine Familie gibt. Und irgendwann hat er dann Kinder, und so wie das sagt, weil deine, diese Kinder alle dem Herrn, und zwei von denen, die ich mentionere, sind Pastores von der. Was passiert? Wenn Luciano Subirá sein Vater, wo ich gesagt habe, ich komme von einem Heim, wo bloß Alkohol im Haus ist. So das bedeutet, dass mein Haus nicht auch bei aufgehen und dort wird niemals von keine Worte erwähnt, bei mir hängen wir das so. Wenn Luciano Subirá sein Vater dort, wo gesagt hat, dann würde wir den Mann von der nicht keine Hand in der Angst. Wenn Wort nicht. Wenn wo schafft es? Bitte Gott, der dort ab noch ohne Weise. Aber wo können das Luciano Subirá mit so viel Bibelweite, mit so viel Offenheit für den Heiligen Jesus abwaschen? Wenn er in ein Heim abwaschen, wo diese Wahrheit angenommen wird. Und was passiert? Der Vater baut ein Fundament ab. Und das ist, was wir können tun. Wenn wir das Fundament noch nicht haben, dann können wir das nicht anfangen abzubauen. Dann können unsere Kinder auch ab das Fundament wieder bauen. Und unsere Großkinder tun ab. Und tun ab und tun ab. Und das kann immer stärker werden. Ich kenne Christen und auch einige Pastores, wo die all 3-4 Generationen alle im Ministerium, alle im Dienst von den Herrn sind. Und das bedeutet nicht, dass wenn ich nu nicht von so einer Familie komme, dass ich nicht nu auch komme. Ich kann auch so eine, die kommen auch von ganz verredenen Heimen, die sind nu auch in den Dienst. Aber wo scheint es nicht zu sein, wenn wir auf einmal seine eine nur die nächste Generation dienen dem Herrn und dort was hechen. So wie haben hier von der die goldene Gelegenheit, dass wir ein Fundament bauen und dass wir hier hunderte Jugendliche in Familien von der Kolonie und von weit und breit abnehmen und dass die alle keine Familie kriegen. Amen. Wo ist Gott? Er ist ein Vater für die Einsamen. Aber Gott ist nicht bloß ein Vater, er ist auch eine Mama. Jesaja 49, Vers 15 sagt, hört einmal, kann eine Frau ihr Baby für jeden einen Nussraum geben für ein Kind? Wenn er das so geben kann, ich werde die nicht für jeden. Gott weiß in einzelnen Momenten, dann braucht wir nicht den Vater, dann braucht wir nicht diese Vaterlei, die uns beschützen wird, die uns geben wird, oder so wieder, die Bilder, was ein Vater ist. Du sind Momente, du brauchst wie eine Mama, du brauchst wie eine Schule, wo wir uns ausheilen können, du brauchst wie vielleicht eine Abrazo ohne eine Erklärung. Du sind Momente, du brauchst wie einfach eine Mama. Sogar wird einmal erklärt, dass der Herr Jesus sehr ähnlich, und wir haben vor ein paar Monaten eine Predigt gehabt, wo der Herr Jesus viele Funktionen, so der Herr Jesus schaffen hat, so aus einer Mama schaffen hat. Aber Gott selbst sagt auch in Jesaja 49, Vers 15, dass er ist so aus einer Mama zu uns.
Ook wanneer eine Mama, die können zijn kind vergeten. Dat jeft zijn mamas, die laten ihre Kinder besiegen. Aber wie weten dat jeder Mama, die ein Brastkind hat, die denkt dag en nacht daran, ich mag nur mein Kind checken. Und wenn das Kind einmal sagt, dann weicht er ab, wenn es dir weiß, nu mag ich mein Kind kunnen maatgeven. Krijg zo, plus nog duizenden mal genomen, zo checkt Gott nur die en mij. Wat je hier nog zu einer Familie? Wie hand je dat zu seine Vater? Wie seine eine Mama, wat eine Familie hier? Und der habe ich bei Gott und bei den Herren ja spät. Aber wir brauchen auch Kinder. Und Gott hat alles nicht so, wenn wir seine, du hast auch den Sehen Jesus Christus. Und so braucht es auch Kinder um eine Familie. So sagt ihr das sehen. Wir können uns alle Kinder hier annehmen, die nach uns kommen. Aber ich vertel deze week, ik ben vrij gevraagd, ik weet niet hoe hij nu zat, maar met Abraham, Schmidt, daar hingen zaten, die vrouw die braucht frische Lauf, ja, die is zwanger. Ik verstehe, weil ik zie ook met een zwangere bevriend. Ik reed met Abraham, en dan als ze zwanger waren, op eenmaal in een paar maanden bevriend werden, dan weer bij een bed een schuffeltje opgegaan. Ik wil voeder worden, ik wil mama worden. Dat is normaal. Irgendwann, wenn du die befriest, dann auf einmal fällst du, das fängt an zu janken, da war ich noch kein Kinder haben, nicht so? Und dann auf einmal passiert das auch. Und dann habe ich hier schwangere Frühes unter uns. Und weißt du was? Das hat meist nicht schwangere Frühes gegeben das letzte Jahr. Letztes verteilte Heidi mit Agatha Horms. Und sie sagt, die haben ja immer dort schwangere Trafen, jeder einmal im Monat. Sie haben ein Trafen bloß eine Frühe gehabt. Das so dreige was, das ja nicht schwangere Frühe ist. Was ist los? Hey, vor einem Haus habt Kinder. Aber wirklich, das habt geregnet. Und ich habe auch zwei. Und bloß noch mehr, ich war hier eins hier junge paar Lied anchecken, was vielleicht können dort ernst nehmen, diese Botschaft. Habt Kinder. Du war eins, der war sich bald befreit, du bist dich bei. Pass auf, du bist nicht dabei mit Kinder an, dass du glaubst. Hab Kinder. Das ist so schön, Kinder zu haben. Und Kinder sind ein Sehen. Psalm 127, Vers 3, Vers 5. Es ist so klar. Klarer jetzt nicht. Kinder sind ein Sehen vom Herrn. Kinder sind ein Geschenk von ihm. Amen. Kinder sind ein Sehen vom Herrn. Die sind ein Geschenk. Ich habe hier mehrmals vertelt, wo aus Wien im Hospital für ans Team kriegen, wo die Mutter, die Bett besieht, Heidi la und bei den großen Kind gekriegt haben, wo sie ihr Kind aus dem Flug sah und aus dem Äußeren, was ihnen passieren können. Und wie hockte du mit einem kleinen Baby und Heidi wusste nicht, wo mache ich zu geben, einer liert diese ganze neue Welt. Wie sah dort aus dem Sehen? So viele Menschen auf dieser Welt, die sehen dort nicht aus dem Sehen, wenn ein Kind ankommt. Aber hier, wie sind die Kirche? Wie, wenn wir Kinder sind, dann sei wir sehen. Und dann, wo das Kind nu ist. Und wenn das so sagt, das Kind, das arme Kind, schon, dass das geboren ist. Das ist nicht schon, das sind Sehen. Weil wir unsere Uhr umswitchen. Wenn wir Kinder sind, und dann, als das große Kinder sind, die sind ein Sehen, wenn es ein Geschenk vom Herrn. Und dann, wo die geboren wurden. Was können wir tun? Wenn wir weiter sind und sehen, dann können wir Kinder in diesem Mann anders behandeln. Meine Mama sagt immer so, alle Leute sollen Kinder haben. Christen sollen besonders viel, sagt sie. Hängen an. Wenn wir Christen sind, wenn wir die Familie von Gott sind, weil wir Kinder haben. Wo Familie der Musulmanen ist sich so bosig, wo diese Religion Musulman ist, wo jetzt das so bosig mehr ist. Ein von den Wegen, wo sie das tun, ist, dass sie sehr, sehr viele Kinder haben. Wenn es der Religion war, sehr bosig. So, wenn wir alle Christentum in Wasser kriegen, nach aller, eine von den Wegen, nicht der einzige, aber eine von den Wegen ist, Kinder haben. So einfach ist das. Und Kinder sind ein Sehen. Aber Kinder sind nicht bloß aus dem Sehen. Der 4. Vers sagt, sie sind so aus Fehlen und ein starker Krieger seine Hand. So sind Sehens für einen jungen Vater. So, dein Kind, was du hast, als dat nu dein hand genomen hat und dein Kind ist, oder als dat dein eine Kind ist, dat ist ein Fehl in ein jungen Vater und dat ist ein Krieger, so das Fehl wird geschoten worden. Was bedeutet das? Wir haben die Kinder bloß ein paar Jahre unter uns.
En dan op eenmaal waren die aankomen. Ik weet niet wat die dag wat zijn, aber vielleicht waren meine Kinder matten nicht mehr Napfekonomie. Ich glaube, ich sehe so klein. Meine Kinder waren bei dann alle Raufekonomie, wenn's. Die waren dann hecher sein, aber dann war die Raufekonomie und zei, Dad, ich will mich am 26. November befreien. Ich war bloß denken, was lässt du da noch? Aber ja, das ist reich so. Und was passiert? Mein Kind ist ein Fehl. Ich kann in ein paar Jahren Zeit, wo ich den Fehl abreichen kann. Aber das ist ein Moment, wo ich den Fehl loslassen muss und wo ich scheitern muss. Und was kann ich nu doen in dieser Zeit, wo ich den abreichen kann? Ich kann nu zielen. Met zoals ik mijn leven met mijn kinderen vieren doe, kan ik zielen wo das Fehl handscheiden soll. Wo ne Werte das Fehl soll haben. Und ich kann einfach Entscheidungen treffen, wo den sein ganzes Leben eine Änderung anders werden merken. Und dann irgendwann, dann wird ich kommen und sagen, Dad, nu zie ik groot genoeg. Und dann weet ik nu los, den Fehl loszulassen. Und ich kann im Vertrauen weiter, wo die Handscheiden wird. Jo, wir können nicht alles kontrollieren. Jo, ich weiß, dass je Kinder, die waren das Beste heim hier abgetragen, die entscheiden sich jeden dem Herrn. Wo schuld ist das? Aber die meiste von den Kindern, die ein Fehler gesündet heim abwassen, die entscheiden sich euer Lothar für den Herrn und die wollen mit Jesus leben. So wie haben Fehler in unseren Arms. Das ist nicht die Sinderschalierer ihrer Arbeit, diesen Fehler durch noch Hand anzustellen, wo die Hand soll. Das ist meine und deine Verantwortung, weil wir die auf uns nehmen. Und dann sagt der Fünfte, Fünfte Vers, gelegentlich ist die ihren Bauen holen davon voll haben, die waren nicht geschont worden, wann die Import mit ihren Fien verhandeln. So gelegentlich ist wer den Bauen, den Flitzbauen voll Kinder hat. Sie hat nicht ein oder zwei Kinder, hat Familien, große Familien. Ich weiß, dass Jeff noch mal sagt, Heidi kommt auch von ein paar Generationen, wo immer bloß zwei Kinder wären. Und Heidi hat verlangt, ich will mehr als zwei haben. Und ich will auch nicht verachten, sondern was weniger haben. Aber das wird scheint, wenn wir mehr Kinder haben. Ich sehe in einer Familie abgewachsen, wo wir ernähren wären. Und wir haben niemals gedacht, dass einer von denen nicht so soll sein. Wenn es jeder einer von denen wir so besonders und so wichtig. Heidi sagt immer, ich sehe das dann der Basta, ich nehme das an. Wenn sie de beste. Aber sie sagen immer, was, wenn meine Eltern mit das 5. Kind abgehört worden, dann können sie sich nicht mit mir befreien. Wie weit Gottes Weg sind Hechers unsere Weg und wir brauchen das nicht kontrollieren. Aber das ist einfach so. Wenn meine Eltern mit das 5. Kind abgehört haben, dann würde ich nicht hier sein. So einfach ist das. Und so diese Kinder, dat würden wir uns als Eltern vielleicht nochmal wünschen, dass die ertragen. Auf dieser Welt einfach so blub und dann mit alles ertragen, einmal gehorsam, niemals lehen, kein Spiel dich wegnehmen, dass die alles ganz perfekt haben und dass unsere Kinder bloß rein, alles kriegt, perfekt werden und einen feinen Lebenswandel haben. Aber all das, was wir Mom und Dad sind, weiter, dass das Kind, das hat die über Gedanken, auf einmal dann ans Timo, den einmal spielt ich von den Jüngeren weich. Und das die 1 oder 2 Jahre, dann auf einmal wisst, hat er seine, dass er keinen Auftrag nehmen. Und dann auf einmal dann war das sehr junges Ortig in uns Haus. Und dann muss der auf einmal gehen und für Jungs hineinholen und sagen, hey, du darfst nicht mal Abrasos leiben, küss nicht mal leiben. Und dann steht das. Die Kinder, die kommen nicht ertragen auf dieser Welt. Ich beantworte das nicht. Die kommen sehr fein und sehr seid. Aber dann hängen dort eine feine Abgabe. Gestern wir mit ein paar Freunden und die haben 3 Kinder, wir haben 3 kleine Kinder. Und wir waren bloß 4 Ältere. Also wir waren 6 Kinder, kleine Kinder für 4 große Menschen. Bei uns müssen wir uns brallen, dass wir können auch vertalen, wenn die Kinder, wenn die spielen, wenn die so in ihr Spielbahn sind. Und irgendwann dann können die dann in den Stuf gehen, auf dem Bad hüpfen, das was ein Kind das schönste gleich auf der Welt geht, auf dem Bad, wo das nicht soll, hüpfen gehen. Dann hat wir ein kleines bisschen für ein paar Minuten. Aber so ist das Leben. Die Kinder, die kommen mit Energie, das Leben, das Kraft. Aber wir als Eltern haben ein paar Jahre
En dat zijn maar weinig jaren wo wir Sachen entscheiden können. Ich bin nu op een Mensencounter. Mir waren ein paar Sachen sehr wichtig. Einmal kann uns der Arbeit, aber ich mag noch Jahren Negocium machen, aber ich als Pastor, ich mag noch Jahren Menschen besiegen, vor er dort tun. Dann ist uns so sehr wichtig, in wie tun dort leben und es steht irgendwas mit unserer Familie zu tun. Wie wir nu ein paar Weg bei meinen Eltern, oder eben einen Weg bei meinen Eltern, und der hat eine Piscine, und mir jetzt schwammen sehr schön. So ich dachte die ganze Zeit, ich wünsche mir, dass weins uns als der Jung schwammen liegt. Und das dauert nicht lang. Den dritten Tag, dann seht ihr auf einmal, ich will das Plastik von meinen Armen los haben. Ich sage, okay, gut, nehmen wir das los. Ich schmeiße dann Butter nicht, blub, dann, die können wieder Butter schwammen. Die kommt einmal bei Buben, dann wisst ihr nicht wieder. Auf einmal sage ich, am schwamm una Butter, dann kommst du bei Buben, holst Lauf, dann schwammst du wieder una. Und wirklich, 1, 2, 3, der hat schwammen liegt. Was braucht das? Das braucht bloß eine Pappe, was besieht wir, und Maut geben. Das ist alles, was der braucht. Tijd. Der braucht einfach bloß Zeit. Wenn ich die Zeit würde all ein Jahr genommen habe, ich mir sagen, dann würde ich ein ganzes Jahr schwammen. Aber wenn ich den nicht genommen habe, schwammt er noch nicht. Aber nun kann ich das jeden Tag tun. Ich brauche nicht Toilette in der Piscine fahren. So mein Kind, mein Alter, der kann schwammen. Das ist bloß die Zeit, was ich als Vater kann geben. Ich würde gerne einen Schullehrer annehmen, was mein Kind schwammen lernen, das Jefferson in Santa Cruz. Dann soll ich mit seine Gasolina kriegen. Dann soll ich sein bei Santa Cruz kommen, dann soll ich ein paar Stunden warten. Ich brauche bloß nur Dana, du besiehst vorher, dann habe ich fein und habe nicht mal Heidi gesagt. Nu weiß ich das alle. Dass wir alle Pferdner, du nur Dana vorher, Piscina boden. Das an sich Kinder Zeit mit Papa Hand. So einfach essen. Die Kinder wollen einfach Zeit. Du kannst dann die erste Geschenke geben, was du auf der Welt weißt. Die Kinder wollen die nicht. Wirklich. Die freuen sich. Sind lied stolz für die Fähne, die ihr schenken. Was die Welle ist, Zeit. Einfach Zeit mit die. Die wollen Abrazos, die wollen auf den Schoß setzen. Die wollen die Sachen sagen können, was sie keinen anderen sagen können. Die wollen nur die aus Vorder kicken, dass du bist der stärkste Mann auf der Welt, was das gibt. Even dass du gut weißt, dass du nicht bist. Aber die Kinder, die kicken diese an, als wenn du der bist. Und spiel mit ihnen so. Dreh Arms mit ihnen. Kinder wollen Zeit. Epheser ist ein Buch, das viel über Familie redet. Das Wichtige ist, dass wir nicht vergessen, Epheser die ersten 3 Kapitel zu lesen. Wenn du lieb wie ich mal wer wie in Christus sind und von dir rüht, wo wir können die Familie wieder anwenden. Einmal denken wir, ich mag mir das bloß alles bemacht auf dieser Welt, dass ich meine Familie so behandeln, als ich soll. Aber weißt du was? Das Feine ist, wir brücken das nicht. Wenn ich lehre, wer ich in Jesus Christus sehe, wenn ich weiß, wer ich als Mann sehe, oder du als Frau bist, dann auf einmal kommen diese Sachen, die in Epheser stehen, ganz oder meist ganz von selbst. In Epheser, das 5. Kapitel, du sagst, wie ihr aus Eier. Und hier, ich sage, hier sind viele Eiers. Du redest das Ganze, was wir vierken auf eine Karte vielleicht lesen. Frühes, sie können Mana uinadon, Mana, lief jene frühes, Kriegses, Jesus, die Kirche gelebt hat. Und dann redet er eine ganze Strip von Vers. Ich werde hier nicht lesen. Und diese Vers, die lesen wir viele Mal bloß auf eine Karte. Aber wo würde es sein, wenn ihr aus Polit jünt mal lesen, und jünt vertalen, über wo ihr können, das praktizieren in jene Eier. Wo kann deine Frau die uinadon sein? Wo kannst du als Mann sein, dass deine Frau die wel uinadon sein, wird vielleicht noch eine bessere Frau sein. Dass sie nicht bemacht ist, sondern dass sie in Janke hat, wenn es eine geleibte Frau, so dass hier in der Bibel steht, der dort von selbst, der braucht nicht bemacht worden. Aber dann sagt das Vers 32, das ist das, Epheser 4, Vers 32. Vers 32. Dit is een groot geheimnis. En ik meine met Christus en zijn gemeente te schilderen. Wat is dat grote geheimnis? Dat grote geheimnis is wat du en die vrouw, en je als man en vrouw, wat je omgaan. Dat is een geheimnis. Dat geheimnis is
Dort wir haben ein Bild, wo Jesus krijgt so met ons is. Hij zegt, ik wil terugkomen, hier heb ik en ik wil mijn bruid opvullen. So, wer ist der Brigam? Jesus. Und wer ist der Bruid? Wir alle. So, Jesus will haben, dass wir krijgen so schaffen aus dort Bild. So, als wir nur Jesus kijken, am achten, am ihren, Leute am singen und weet nicht, was wir alles für Jesus tun. So kann der Bruid, so kann der Früh, nur ihren Mann, das soll sie tun. Sie kann ihren Mann ehren, sie kann den achten, sie kann den hochheben. Und weet je wat früh ist? Das ist ein Geheimnis. Das wird ein Mann das tollste gleich. Mehr als irgendwas auf dieser Welt, wenn die aus den höchsten Mann, aus dem König verehrt wird. So das, komm dort, fang an zu praktizieren in kleine Dinge. In frühes, ein Mann meine ich, was willen die frühes erleben? Die willen Geborgenheid erleben. Die willen Sicherheit erleben. Die freuen sich, wenn du dort Lohn in Huis bringen das und dort fern verwalten das, dass sie gut zu eten können haben. Die Früh, die will gleich haben, dass sie dort reichste Huis auf der Welt will haben, weil sie freut sich, wenn sie eine Stadt ist, wo sie versorgt wird, wo sie nur abgepasst wird. Dort, wenn du eine Schlange ist, ich sie nicht sehr Beruf, aber dann versuche ich morgen zu sein und gehe und schlage dort, wenn ich weiter die Bibel sagt, ich passe ab noch meine Früh. Dann gehe ich und schlage dort, mit Gehorsam. Wenn ich will für meine Früh abpassen, bitte die Mies, dann grillt er mich. Wenn ich habe Angst vor Mies und Rote, pfui. Bringt er nicht dich wie bei einem Pastor, wenn ich schrie. Wirklich. Einmal dann hat wir eine rote Nase und dann soll ich eine Rotgun dort merken, ich gehe so langsam hin und auf einmal hab sie mich hängen und hakt an. Eine Mies, verhalte. Und dann hab so jammerig sei dann hat wir ein paar Minuten großen Eierstress. Aber der hat sich weiter geleistet. Wir sind uns sehr, sehr gut. So, wir haben ein Bild. Ich komme dort nicht rein, alles perfekt noch, aber ich weiß, was Mineral aus Mann ist. Ich sehe die, was abpassen um meine Früh. Wie eine Sache, Taubenschäden, aber ich kann auch anleiten. Ich kann auch besonders jässlich anleiten, wo sie ein Verlangen noch haben. Meine Früh fehlt dort nicht. Meine Früh wie ein hoch angesehen an einer Lehrer, in einer Kirche, wie ich mit ihr anfangen zu spazieren. Sie fehlt dort nicht in dem Sinn, ein Lehrer im Haus zu haben. Aber den Moment, wo sie sich befriedet, dann muss ich sagen, mir fehlt das doch. Ich will taub mit meinen Mann Sachen anlehren. Und das nu ist sie ein wunderbarer Anlehrer. Aber viele Mal, wenn sie irgendwo, wenn man sagt, Büterhaus anlehren, vielleicht im Frühstück, was will sie hier? Sie will nur eher einen Mann gehen und hier, dass sie dort kann. Wenn sie braucht, einen Anlehrer, wer den Mut gibt, dass sie den Lehrer kann wieder sein. Das Bild Gottes schafft einfach so, dass wir taub schaffen. Was brauche ich? Wenn ich eine Früh habe, was mir tust, würde sagen, Schatz, du verstehst überhaupt nicht zu predigen. Ja, ein Beispiel, was du brauchst dort mit der Rote, dort halt nicht, ja, würde mein Predigt besser werden? Nein. Aber wenn ich eine Früh habe, was mir irre, was achte, was mich vielleicht noch mal korrigieren, ja, aber was im Großen und Ganzen nur mich kickt, als wenn ich eher bewusst sehe, dann auf einmal verändert sich mein Bild aus Mann, wenn ich viel eine Leib oder eine Acht, was ich niemals gefällt habe. Der 33. Vers sagt so, bei allemal, jemand sollen jene Frühe so groß sein als jene selbst, und die Frühe sollen so sein, dass sie ihren Mann, ihre Männer achten, aber man würde auch sagen, ihre. So, nicht zu Letzt, was ist dann mit unseren Kindern? Wir sind morgen früh und wir würden über jeder ein von diesen Themen eine Stunde lang reden, aber wir wollen von der auch nicht. Was ist mit unseren Kindern? Die Kinder, weil wir als Eltern immer ziemlich sehr leicht, und dort wollte ich lesen, dort ist so, dort stimmt. Kinder, jene Christenpflicht ist, jene Eltern zu gehorchen, weil es dort ist, dort Rechte zu tun. Vor der Mutter ihren, wie das erste Gebot, worauf Gott dort versprechen lädt, dat die dat goud geht und die lang op het Erde leven kost. Ich habe eine Geschichte hier, wo ein Mann gestorben war,
hij starf sozusagen, hij heeft een ervaring als manchmal Menschen haben, wo zijn jes van hem genomen wordt en hij zijn Körper al van boven zit. En waar hij een ervaring heeft meestens wanneer hij sterven is. En ik geloof ook waar de dokters, weet niet, dat je zegt dat hij sterven weer, oder hij doet weer, op immer Hans, wo immer die Geschichte, Details, weet ik niet. Aber als das Mann die Vision hat, diese Erfahrung hat, dann auf einmal in der Vision sagt er, no, ich will nicht sterben. Ich will noch ein schönes Leben haben. Wenn's, ich habe meine Vater und Mutter immer geirrt. Und ich sehe nicht alt genug, nicht zum Sterben. Wenn es die Bibel verspricht, wenn ich meine Vater und Mutter gehorchen war und ein ihre war, dann wirst du mir ein langes und ein schönes Leben geben. Und wirklich, der Mann, und er steht, dort ist drauf, der weicht ab und der lebt noch immer. So, das ist eine Erfahrung, was du und ich vielleicht nicht haben, aber das Versprechen ist das selbe. Du kannst deine Vater und deine Mutter ehren. Und don't wo für ein Leben sie Hand. Und don't. Heidi hat für ein Jahr, 2 Jahre, trägt hier eine Botschaft gehabt, wo das ging ganz darum, ihr Vater und Mutter. Das ist so eine kraftvolle Botschaft, so einfach als der ist. Laatst wie wir in Belize mit der Band taub, dann der Heidi zu der Jugend diese Botschaft reden. Und die Jugend, die kommen dafür und wir können mit einer taub beten. Wenn es diese Wahrheit, ihr Vater und Mutter, ist eine Wahrheit, die dein Leben verändern wird. Und wenn du so fühlst, ich kann meine Eltern nicht ehren, fäng Sachen, wo du in ihre Kost. Wo klein der auch ist, fäng Sachen, wo du in ihre Kost. Wenn du so in Gehorche, dort je in der Bibel geht, dann weißt du, dann brauchst du nicht Gehorche, wenn du sollst Gott Gehorche als Menschen. Aber du, wo du in Kost ehren, in Gehorche Kost, tu das. Wenn du nur in ihre Kost. Ich weiß, du warst die meisten von hier sind vielleicht befreit, dann war wir ans Vaterhuis und Mutterhuis verloren und wird frisch anfangen. Aber ihre kann wir trotzdem noch immer. Unsere Eltern, so lange aus dem Leben. Und dann geht das nur die Kinder. Und je Vaters verzeugt jene Kinder nicht. Trägt die christlich ab und dote im christlichen Sinn abtreiben. Hier wil ik eens de andere Wiederbrücke, je Vaters verzeugt jene Kinder nicht. Das Wort verzeugen braucht wir nicht ganz so viel im Alltag. Ich würde sagen, euert jene Kinder nicht. Wir als Vaters, besonders als die Mutter auch, aber besonders Vaters, die Männer in dieser Gruppe. Es sind sehr viele Menschen auf der ganzen Welt, die haben ein Problem mit ihrem Vater. Vorne im Gefängnis, in Frau mal jeder Mensch im Gefängnis uit. Meist 100%, über 90%, wenn du dann uitvrouw warst, eine von den ersten Personen, die waren abnahmen, mit wonen sie vereuert sind mit ihrem Vater. Meist rein alle. Proef dat uit. Da Consejeria, fang an mit Menschen zu beten. Wer ist die erste Person, die in meist jeder Consejeria abgenannt wird? Der Vater. Aber du und ich, wir können Vater sein, die anders sind. Wir brauchen unsere Kinder nicht vereuern. Wir können leiftolig mit ihnen umgehen. Einmal, gestern Nacht, dann reden wir mit den Potjes, die sich befreien wollen, reden wir mit ihnen. Dann vertelde sie, wo ihre Eltern, als sie nach einer Kolonie waren, oder durch Rot zurückgekommen wären, wo die Sachen nicht gewusst. Alles, was sie mit ihr gefordert wird, wenn dein Kind einmal ein A oder ein B sagt, was er nicht soll, oder nicht 100% so du das, schachten. Schacht dort durch, du machst den so lange schachten, bis der Tom ist, du machst dort bei sich den Rütschachten, und so eine Sache, was dann gesagt, und ich denke bloß, Vaters, weigt ab, du wirst nicht bei sich, und dein Kind Rütschachten kennen. Das ist eine Entscheidung, die du kannst selbst für Jesus treffen zu leben, aber du wirst nicht Rütschachten kennen. Es Schachten hat dort ein wichtiger Port, auf einem Gewässer steht, ja, aber nicht bloß haben. Und diese Ältere, oder diese Jugendliche, die gestern bei uns waren, ihre Eltern haben nicht gewusst, und sie haben gesagt, Kind, dass wir nicht in Mess, nicht in Dach vorbeigehen, dass das nicht Schach gekriegt hat. Gott sei Dank wissen weiter die Eltern von der Nacht all viel mehr. Und sie haben mehr Kenntnis, wo sie ihre Kinder kennen, mit Leib abtragen. Und dort viele Sachen, die brauchen nicht mit dem Belt abgetragen worden. Die kennen
op veel verschillende andere wegen abgetragen worden. So, ik wil dat die en mij als voeders ons op mijn hart leiden. We hebben onze kinderen, dat wanneer uw te merken, dat niet een dalend voeder in beeld hand, sondern dat een voeder hand, wanneer ze de uw te merken, dat eerste wat ze denken is lief. En ik mag zeggen, en jeder voeder wat hier is, wordt vielleicht zeggen, ik heb mijn kinderen al groot getrokken. Ik heb dat over alles gemerkt. En ik heb veel gemerkt. Dat is nog immer niet te laat. Als wij als kinderen is rein alle groot worden, dan erkent mijn voeder. Dat wordt nu op een galne kast gezegd. Ik wist dat niet zo genau. Want ik woon al zeer lang niet thuis, oder in Paraguay, wo immer meine anderen thuis zijn. Dan komt mijn oudste zuster en zegt dat mijn vader had dat nu als we alle groot werden, had mijn vader op eenmaal erkend dat we van een wereld van basheid en graal en oernis en betternis in zijn familiestam metgekomen is. En mijn papa zijn familiestam. Dat al die mannen weer immer dal en bassig over de kinderen. En ja, ik heb dal en vader veel gehad. Aber ich Gott sei Dank von dir nicht, wenn ich meine Jugend habe, das nicht wem ich sage. Ich sage immer ein Leiftuligen Vater. Aber mein Vater hat viel Graul in sich gehabt. Und er kann das vielmal nicht kontrollieren. Und was er tut, nu als wir alle groß werden, er jenkt, auf einen, dass wir gleich eine Klasse waren, ein Bede darüber, leitet sich Bede über dort, schneidet dort auf, der Warten von Bassheit und von Graul, leitet durch in der Hall, wo der Hand hielt, und er jenkt nur jeder ein von uns neun Kindern, und er fragt um Vergebung durch, wo er alles getan hat. Gott sei Dank hat ich persönlich dort alle abgearbeitet mit meinem Vater, was du dann fehlt abzuarbeiten. Ich habe dort all Eier getan, wenn ich nur jenk mit meinem Vater, aber du wirst mehr von meiner Schwester. Als mein Vater in Vergebung fragt, die Brücke so taub. Wenn es die Fall sich so läuft. Und du wirst ein paar von meiner Schwester, das wir nicht leicht verdient. Du kommst ein Eier, ein Hut, ein Grau und ein ab, dass wir vielleicht all uneingedrückt und sie haben dort vielleicht all ein bisschen vergessen. Aber nu, wenn es mein Vater mit dort abkommt, kommt das ein Eier ab. Und sie musste was durch, aber mit meinem Vater. Und dann können sie taub mit meinem Vater beten und diese Bitterkeit in der Dalle aufschneiden. Wo schön kann das nicht sein, wenn mein Vater nu mit mehr 70 Jahren so mit uns steht. Das ist nicht zu laut, und dann, als du mehr 70 bist. Du kannst dort daunen, dort aufschneiden, wenn du kannst weiter von durch eine Generation abwachsen, wird nicht mehr in so eine Bitterkeit leiden machen, wenn dort bei dir ein Fall ist. So hiervor, das verzeiht jene Kinder nicht. Trag dich in den Sinn von dem Herrn ab. Ich würde wieder ein bisschen anders sprechen. Trag dich so ab, als Jesus Christus wird. So wir haben Kinder in unserem Meer gekriegt. Wir sind älter. Als du nicht physisch älter bist, oder geistlich. Aber wir haben die Kinder in unserem Meer. Und wir können dann so abtragen, als der Herr wird. Im Herrn sind Weg. In Jesus sind Weg. Einmal denken wir als Vater, das ist vielleicht ein fleischlicher Gedanke, meins in mir ist er noch manchmal besser. Dann denkt einer, ich will die meine Weg abtragen. Ich will die wiesen, was meine Eltern auch getan haben, was ich gereicht habe. Das ist ein fleischlicher Gedanke. Wenn es das ist nicht meine Weg, wo ich abtrage, oder meine, bitte sage nicht meine alte Weg, wo ich abtrage, sondern mit der Bibel habe ich einen neuen Weg, wenn es war, das Weg. Das ist noch lange nicht alle perfekt. Aber ich habe ein neues Bild. Ich habe einen neuen Vater, hat wie ihr schon am Anfang gesagt. Und nu habe ich ein neues Bild, wer mein Vater ist. Und dadurch kann ich eine neue Leben geben an meine Kinder. Ich weiß viele Mal, wenn wir so eine Botschaft studieren, dann der eine oder der andere fühlt sich vielleicht sehr schuldig. Nummer eins Schuldgefühle, was vom Teufel sind, der lässt wir nicht rühmen in diesen Raum. So dem hatte ich geführt, im Namen Jesus. Aber, wenn der Herr Jesus die von dir antastet hat und sagt, jene Familie fehlt Heilung, Änderung. Jene Familie, die viele Sachen abzubauen.
Dat wordt vielleicht goed zijn wanneer je een eigen klas met dat dat je irgendwas iets verdienen om dat op te bouwen. Dat wordt vielleicht goed zijn dat je zoals mijn vader, naar die kinderen jinks en dan verjeming veroordeelt. Wordt einmal de Heilige Geest nicht schuldige Fehler wordt vom Soten komen, sondern wordt de Heilige Geest die von dir hart non leidet. We hebben de abbremen. We worden hier teams aan. Ik mag vragen dat van jou meer personen staan. We willen hand een paar Mal vergeten, maar we hand aan ze zeggen. We willen jeder zondag hier leren gaan wat voor andere beden. En wanneer du verdienen familie je bed was aan, wanneer du was een schijnere familieleven aan, dan kom en bed hier met personen. En we hebben einfach den Wert, wat familie zijn, hooggeven. Familie is wichtig in God zijn ogen. En wanneer familie wichtig in zijn ogen is, dan is het ook wichtig in mijn en die ogen. Amen. Wel we opstaan. Dankzij voor jede familie wat hier repräsentiert wordt. Ik bid nu dat de bijzonder vriend, wanneer hier irgendwem met slechte gevallen wel ongeriepen wordt, niet de Heer Jezus is, dat hij niemand verloren is bij zijn gevallen. Nu, we breken niet lijden duren en ongerieps van bij zijn vriend, sondern we laten ons leiden van Heer Jezus. So ik bid Heer Jezus, wanneer hier irgendwer is, wie wel gebed aan over een gewisse thema, dat ik kon de entscheidung treffen, met dat te beden, vielleicht over dat te reden. Vielleicht wil je als ganze familie over dat reden. Wanneer je wil, je kan ook niet bloos einfach een onderhoud geven, aan een andere bereid wat we hier zijn. En in de week zei ik wil dat niet. Ik wil, du kost mij van jou dat al zei, komen bereden komen. Ik brug een langere tijd, ik brug vielleicht meer stunden, zaken daar te reden. Die tijd heb ik, die tijd heb meer leren hier in de reden. Die willen dat hier met die top doen. Die zijn eruit ervoor. We zijn ook eruit al het even je tacht te laten, voor dat, wanneer het voor familie zit. Wenn ze zo doen, wel niets anders als families twee merken. So we beten dat in deze ruimte kunnen families opgebouwd worden, gezonde families. Families wat naar die weten opgebouwd worden. We beten dat de familie weer zo groot wordt, dat we als kerk, dat we als familie, dat we als de bruid en zuster im Herrn ontvangen familie te worden, dat we taubgesmeld worden en de lijf wat bloos durch die schelen kon. Ik bid dat we onze kinderen zijn als een zee, dat we niet als een vloek zijn en dat we kennen een lijf en in Jezus Christus zijn weg optrekken. Ik dank je dat we een voorhand im Himmel en dat we een Heilige Geest hebben wat naar ons oppassen, wat voor ons zorgen. Ik bid einfach dat de families wossen kennen. Ik bid voor die familie, ouderen wat hier zijn, wat naar kinderen wachten en kinderen willen hebben, dat u een kinderen geven, im Namen Jezus Christus. Im Namen Jezus Christus, dat ik keine kinderen hebben. Dat jeder Fluch, wanneer er een fluch is van dat zij kennen niet kinderen hebben, dat de gebruik is im Namen Jezus Christus en dat zij kunnen vruchtbaar zijn en schöne, lieve kinderen hebben. We willen die loven prijzen voor de wonders wat hier passiert. We willen die loven prijzen voor de rein wat u geschenkt hebt. En dat we planten kennen en zaaien kennen. We danken die voor deze zondag en voor deze wunderschöne gemeenschap. In die Namen Jezus Christus sagen wir alle taub. Amen. Amen. Hab een gezegende zondag. Zoals ik jullie zei, we allemaal wel gebed hebben. Ik wil krijgen dat meer personen nog gaan gaan. En je kost vrouwen dat ik voor die beden.